Dort Werk von der Radung der Jesus Christus, Gerechtigkeit, Heilung und Versorge. Was hat Jesus am Kreuz vollbracht? Als Kind wist ik dat al, dat Gott uns die Sünden vergeeft, wie in Jesus die Sünden am Kreuz betoelt, en dat is wel zo, wie nur dit Leben am Himmel kommen können. Aber dat is im Grund genommen alles, wat ik van dat vollbrachte Werk van der Erlösung en de Jorken en de Sonntagsschule hield. Daher hat dat meest geen Einfluss en wo ik Geld hanteert. Wie ik van een grote Familie, wat van der Sowjetische Union met Ladjeheng naar Duitsland gekommen wie, kwam, schämde ik me over mijn armoede en wie entschloten door wat met te doen. Ik vond al aan de Grundschule aan mijn ene fopje geld te verdienen. Aber ik dacht da noch, dat Jezus nicht für so wat anbediensamet als Geld naar de Welt gekommen wie. Diese Denkweise hält meine Uitzicht zum Leben vor langem Nebel. Jahrzehnte loter erstmal, früh ich Gott. Kann ich keinmal bloß einfach wat als ein Geschenk haben, wat mir bloß einfach gegeben ist? Muss ich einfach immer für alles schaffen? So als viele andere Christen, habe ich auch viele Botschaften gehört an das Tiende aufteilen, abvergeben in ein moralisches Leben leben. Ich wusste zum Beispiel, dass ich nicht stehlen soll, aber für viele Jahre dachte ich nicht, dass Gott bei sie dort noch ein Interesse an Geld hat, und ich hatte keinmal gedacht, dass er ein ganzes System hat, wo mit Finanzen umgegangen muss, was all im Paradies anfing und nicht zum Ende kam, als Jesus am Kreuz raubt, nu ist alles vorgebracht. Also, was wir vorgebracht? Ich glaube ohne Zweifel, dass viel mehr als bloß Erlösung vorig wie als Jesus utraubt, nu ist alles vorgebracht. In 1. Korinther 15, Vers 20 bis 22 sagt Paulus, dass Sünd und Tod durch den ersten Adam nur die Erde kämen, aber Jesus Christus bracht uns Gerechtigkeit und Leben als zweiter Adam. Löst er nicht dort, was von Adam an Eva verdorben wir, als sie das erste Mal sündigten? Weil wir dort mal ein bisschen durch die Bibel kicken, was die Folgen von Adam und Eva ihr Ungehorsam in ihrer Rebellion wären. Erstens, von Gott getrennt und beständig nie Sünden. Sünd und ihr Bruch Adam und Eva ihr reines Verhältnis mit Gott. Nu stunden Ungehorsam, Rebellion und Unabhängigkeit zwischen Gott und der Menschheit. Da wen schickt Gott die Haram uit dem Edengarten rüt, dat hij soll die Erde bearbeiten, von wo er gekommen wir. Hij schickt den Mensch uit den Garten rüt und stal do an der Außenkant Cheruben han, mit Schwert, die durch Flammen in alle Richtungen drehen. Die wären da, um den Weg nur den Baum, der Leben jaft, Tote stahlen. 1. Mose 3, Vers 23 und 24. Hier sei wie, dass die Menschen von Gott seine Jehen wird rütgedonen worden. Zweitens, Krankheit. Eine Widerfall von ihrer Rebellion wie Krankheit. Unter der Früh seht ich war die viel mehr Weidog geben, wenn du schwanger bist, und die wirst bei der Geburt große Weidog haben. Doch wirst du ein Verlangen nur deinen Mann haben, und er wird über die dort Wut führen. 1. Mose 3, Vers 16. Dort ist der Anfang von Weidogen Lieden an der Geschichte von der Menschheit. Krankheit und Weidog ist eine Folge von der Sünd, aber das ist nicht dort ein. Drittens, Gott seine Versorge ist verloren. Im Garten Eden leiht Gott keinen Wunsch anerfüllt. Jeder eine von Adam und Eva ihre Bedürfnisse wird dort erfüllt. Aber nachdem, dass sie aus dem Garten verjocht worden, mussten die Menschen die Staben pflegen und je in speckerschen Disteln kämpfen, um für sich selbst zu versorgen. Unter dem Mann seht er, willst du nur deine früher Wut gehorcht hast, und hast von dem Baum gegeten, von wo ich bestellt hat, dass du nicht von eten sollst, wo ich mein Wort geben, dass die Erde nicht so viel tragen wird. Den ganzen Leben wirst du schaffen müssen, dass du wat genug zu eten seinen verjünt. Du waren Disteln in Ankrüt ab dat Land seinen, und die wirst von den Planten ab Stab eten. Die wirst viel schweiten müssen, um genug eten zu tragen, und schließlich wirst du sterben und war zu Erde worden. Du bist von der Erde genommen, und die wirst war der Erde worden. 1. Mose 3, Vers 17 bis 19. Also, was wären die Folgen von dem Mensch seine sind? Sie mussten weit auf von Gott sein, weidog Krankheit und Tod leiden. Und ihre Arbeit war ein unbarmherziger Feind, um zu überleben. Nu, dass sie für sich selbst versorgen mussten, lieh der Mensch, was das ist, wann ihm was fehlt und er arm ist.
Nachdem zij de zoot geplant hadden, luren zij zwievelhaft naar de aard, ganz am Gegensatz zu dem Garten Eden, wo Gott alles versagt hat. Nu mussten sie sich um sich selbst kümmern. Diese negative Folgen, eine gebrochene Menschheit mit Sorgen beladen, gedreven um Eigendom zu sammeln und zu vermehren, folgen auf Kosten von ihrer Gesundheit und andere Opfer, diese drecken uns von Tag nach Tag, dort wij nicht einen versorgenden Vater zu haben. Als Jesus am Kreuz uitroept, dat is voor dich gebracht. Von wonen von diese Folgen redet er dann. Sicherlich rät er uns von Sünd und Verseindanz mit Gott. Aber was ist hier alle mit an? Nummer 1. Jesus starb am Kreuz, um für meine Sünden zu bezahlen. Meist alle christliche Denominationen glauben, dass Jesus nur die Erde kam und am Kreuz für unsere Sünden starb. Gott seine Liebe für diese Welt ist so groß, dass er seinen einzigen Sohn gab, dass all die an ihm glauben, nicht verloren gehen, aber das ewige Leben haben. Johannes 3, Vers 16. Aber Jesus trug nicht bloß unsere Sünden an das Kreuz, aber auch unsere Krankheiten. Das wird auch von vielen Christen geglaubt. Nummer 2. Jesus starb am Kreuz für meine Krankheit. Wir sagen einmal sein Utbund und als veracht. Er hat viel geleden und ist krank gewesen. Er wie als einer, der sein Gesicht nicht weiß. Er wie ein Utbund und wir rekenden am Nust. Doch die Krankheit, die er trug wie unsere. Dort Lieden, wat uns traf, trug er. Aber wir dachten, Gott mög am Lieden bestraft haben. Doch wie er in unsere Sünden verlatzt, er brug unja uns vergonnen dool. Ab am lag die Strof, die uns heil mög, doordat dat hij die Schläge kreeg, sind wir gesund. Wir wären alle ab im Erwach, so als Schub, der jeder seinen einen Weg gonen. Aber der Herr lädt all uns angereicht seinen ab am. Jesaja 53, Vers 3 bis 6. Als tweede Adam erleist Jesus alles, wat Adam en Eva im Paradies aanrecht gedaan hadden. Vieles ist von diesen zwei Sachen al geleerd worden, dat Jesus am Kreuz mit unseren Sünden und unserer Krankheit verhandelt hat. Door even als veel gouden Leesstoff te haben, en ik wil mij daher davon aufholen, door in gratere Einzelheiten nennen te gehen. Wann wir von diesen grundlegenden Sachen wiedergehen, weil wir uns einmal mit der dritte Part von der Erlösungswerk beschaffen, was Jesus am Kreuz erfüllt hat. Nummer 3. Jesus starb am Kreuz, um mich von Armut zu erlösen. Einige mochten dit als eine drieste Aussage anchecken, vielleicht sogar als wenn man sich was wünscht. Starb Jesus wirklich für unsere Armut? Kann ich das einfach so sagen? Wo sagt die Bibel dort? Einige von jünt mochten denken, nee, das ist zu gut, dat dit Wahrheit sein kann. Da wird keine neue Fabrik vom Himmel fallen, bloß wenn ich ein Christ sei. Wenn dit so wäre, wieso ist der Monat danach so lang nicht zu eng, wenn das Geld al alle ist? Denk je mal even einen anderen, nicht weniger notdrivenden Gedanken noch. Meine Sparkasse, wat ich ehen, wat ich damit tue, wat ich nicht ehen. Als eine geistliche Sache krieg so als sind, oder mein Verhältnis mit Gott. Ja, das ist kriegt, was ich sagen will. Jesus starb am Kreuz, auch um uns finanziell zu versorgen, und das ist, wo so unsere Finanzen und auch unsere finanziellen Umstände eine Frage von Geistlichkeit ist. Ist das so? Starb Jesus wirklich für unsere Armut, was uns fehlt oder was wir neidig haben? Weil wir mal sein, was Jesus von sich selbst sieht. Und Jesus sagt zu ihm, Fas haben ihre Lacher, die Vögel haben ihre Nester, aber die Menschen sehen haft nicht ein Platz, seinen Kopf anzuleihen. Matthäus 8, Vers 20. Dit bedeutet, dass Jesus arm wir. Wat uitleier glauben ook, dat die wijze mannen Jesus diere Geschenke brachten, en daher moet hij rijk gewast zijn. Sicher wären die Geschenke von Gold, Weihrauch und Mirren ein wichtiges Part an sein junges Leben, angedacht, dass die Familie in seine ersten Jahren pflichten und am Ausland sein muss. Aber das regt wahrscheinlich nicht wieder aus dort. Lothar arbeitet Jesus in seinen Pflege vor seiner Dascherie, und in seinem öffentlichen Dienst hat er nicht einmal eine Stätte zum Wohnen. Das ist, was die boven angegebene Schriftverse uns sagen. Lukas nannt, was früher ab, was mit am Taubreisten und am mit ihren Eigendom dienten. In Johanna, die früh von Chusa, die Herodes sein Geschäftsverwalter war, und Susanna und viele andere, die von ihren Familien gegeben hatten, für ihm zu sorgen. Lukas 8, Vers 3. Dort bedeutet, dass Jesus und seine Jünger von der finanziellen und materiellen Unterstützung von dieser frühes lebten.
Bei sie dort fing wir direkte Utsagen in der Bibel, wat uns sagen, dass Jesus arm wir. Die sind je mit unserem Herrn Jesus Christus in genug bekannt. Wann er auch gerecht wir, ward er doch arm am Jünthalven, dat je durch seine Armut können reich worden. 2. Korinther 8, Vers 9. Hij trok sich dat so als Gott seinen uit, nahm eine Gestalt an als ein Knecht, und ward dadurch so als wie Menschen, geboren als ein Mensch. Philippa 2, Vers 7. Ich nehme allgemein an, dat das Wort Gottes absolute Wahrheit ist. Wann hij sagt, dat Jesus arm wir, dat hij ein Knecht ward und keine Steht hat, am seinen Kopf Hand zu leihen, dann wir hij arm und hat einen Stein aus Chessen. Weins als hij seine Arbeit deed. Und ich mein nicht, dat hij bildlich arm wir, aber materialisch arm. Wie dat neidig, dat Jesus arm wir? Hat er nicht konnt am hohen Priester sein Haus geboren worden? Du wird er gut versorgt gewast sein. Hij wird alle gesellschaftliche Verrechte gehaut haben. Hij hat eine gute Schule haben konnt, einen Beruf, und wird zu guter Letzt als ein geehrter und einflussreicher hoher Priester von dem Stamm Levi gestorben sein. Hij hat sogar konnt am Kreuz sterben, wieso nicht? Jeder einer wird das Opfer geschätzt haben und am zweifellos als Messias anerkannt haben. Gott hat je die levitische Stellung doch als Priester angesagt. Aber nee, Gott schickt Jesus in eine arme Familie. Jesus entschloss sich in Armut zu leben und er steht einen Beruf zu haben, weins an die 3 Jahre von seinem öffentlichen Dienst. Paulus beschreibt, wo Jesus sich ständig raufleiht, wo ab die 7 Staupen und wo Jesus erhoben und verherrlicht ward, folgen. Sieht untereinander so gesonnen als Christus Jesus selbst wir. Jesus wir von seiner Natur her Gott, aber dort sah er nicht so an, dat hij dat met Gewalt vasthouden moest. Hij trok sich dort, so als Gott seinen, uit, nahm eine Gestalt an als ein Knecht, und ward dadurch so als wie Menschen, geboren als ein Mensch. Demutig möge sich gering, und ward gehorsam bat dem Dood, ja bat dem Dood am Kreuz. Philippa 2, Vers 5 bis 8. En de NLT-Übersetzung in Englisch kommt het so uit. En daar steht je für seine göttliche Verrechte ab. Hij nahm die demutige Stellung als Knecht und ward als Mensch geboren, als hij in menschliche Form überdeelt kwam. Philippa 2, Vers 7. In Paraguay haben wir eine Bibelübersetzung im Guarani, was so sagt. Hij nahm die Stellung von dem letzten Deiner, was bei der Arbeit beitragen kann, und aber nicht dafür betont wird. Und wo so? Paulus möge mal den Anfang von einer Kollekt von Sachen, um die Christen in Jerusalem zu helfen. Und ein von seinen Briefen beschreibt das einzelheitlich. 2. Korinther 8, Vers 9. Die sind ja mit unserem Herrn Jesus Christus in Not bekannt. Wann er auch gerecht wir, ward er doch arm am Günthalven, dort je durch seine Armut können reich worden. Des Ausdruck, ward er doch arm, geht nicht am geistliche Sachen, aber am materieller Reichtum und Armut. Wir seien, dass Jesus auch dit Port vom Fluch von 1. Mose 3, Vers 17 bis 19 ab sich nahm, dort uitleeft und dort wegnahm. Dit bedeutet, dass Jesus für uns so gut für Sünd, Krankheit und Armut leiden musste in uns Rettung geben. Dit leitet uns nur die nächste Frage. Was ist Armut? Jeder einer fällt die Armut verschieden. Wer ist wirklich arm und wer fällt sich bloß arm?